Willkommen zurück zur nächsten Runde Twilight Princess HD, liebe Freunde. Und wie bereits angekündigt, würde ich heute gerne zurück zu Giovanni kehren. Denn der hatte noch etwas für uns, beziehungsweise gesagt, wenn wir 20 Reisseelen gesammelt haben, würde er uns noch etwas geben. Oder irgendwie seine Seele wäre frei, oder was auch immer zum Kuckuck. Und wir haben ja... Was zum... Dumme Geisterseele. Warum ist da oben eine Geisterseele, wenn man so fragen darf? Ist doch eigentlich die perfekte Einladung für uns, sie zu schnappen, in ihrem Leid zu erlösen und natürlich Giovanni zu helfen, ist klar. Kuckuck! Eine Geistseele, noch eine bekommen. Geil. So. Aber glaube ich auch, wir haben sonst hier nichts Interessantes mehr. Also wird es Zeit zu warpen. Was Knopf? Warpen. Dann, wenn ich schon mal hier bin, kann ich noch theoretisch die nächste okkulte Kunst abholen. Ja, warum eigentlich nicht, wa? Mit sehr okkulten Künsten in die Bergruine. Aber erst einmal morphen. Da kommt der Postbote noch. Ne, ich glaube nicht. Der kommt vermutlich erst nach unserem nächsten Abenteuer wieder. Vielleicht mal hier wieder. So. Okay, hier hatten wir ja, glaube ich, auch schon alles soweit. Klar, Agneta fehlen noch mit ihren Insekten, das ist klar. Da müssen wir den Markt noch ein bisschen aufrüsten. Eine Zweigstelle von Marus Markt irgendwie. Die wollen ja 2000 Rubin insgesamt haben. Das ist doch ein bisschen viel. Das machen wir ja später. Und bin bereits Giovanni vorbei. Toll. Genau, der war ja hier. Muss aber erst noch mal offen, weil sonst kommen wir nicht ins Haus rein. Der mag keinen Besuch. Da sogar eine Schrecksekunde, Leute, das ist gerade echt. Was passiert? Komm her, schwarzer Bildschirm. Ist der immer noch verwandelt? Endlich kann man wieder frei bewegen. Das haben wir alle wohl dir zu verdanken. Man soll mir erkenntlich zeigen, wo man hier mit Freude machen kann. Du hältst Feentau, du willst keine Flasche, ist die Essenz des Feensegens. Und ja, die 4. Flasche, Freunde. Feentau füllt deine Herzen vollständig auf. Außerdem steigt für eine Weile deine Angriffskraft. Oh, das werden wir vor allem für die Drillhöhle gebrauchen. Schattenhöhle theoretisch auch, aber ich weiß nicht, ob Linkas Wolf das benutzen kann, daher eher fraglich. Das sind wir in der Geruda-Wüste, ganz im Osten. Da gibt es wohl so eine Höhle. Jo, in die Drillhöhle. Mein Körper sind noch ganz golden, vielleicht ist meine Seele noch nicht ganz komplett. Das weiß er gar nicht, der kommt von wie Voldemort. Seltsam, vielleicht hättest du ja 60 Geister fangen müssen. Natürlich, das Dreifache. Mein kleiner Kläffer wohl noch einmal 38 Geister jagen kann? Gibt noch diese Lampe. Die sollte die suchenden Geistern etwas erleichtern. Du hältst das neue Item in Twilight Princess HD. Die Geisterlampe. Es lauter, wenn sich ein Geister in ihr befindet. Sie braucht kein Öl. Wäre schön, aber wirkt es nur nachts oder auch tagsüber? Weil, ihr wisst schon. Wobei können wir natürlich gleich testen. Total verrückt. Ein neues Item, die Geisterlampe. Ist natürlich die Frage, wenn wir die bereits für 20 Geisterseelen bekommen, wieso müssen wir überhaupt 60 sammeln, einfach nur damit wir alles komplett haben. Wenn ich mich richtig erinnere, war glaube ich bei 60 kriegen wir auch noch ein Herzteil. Von dem her, wenn wir alles haben wollen, müssen wir sowieso machen. Aber natürlich eine berechtigte Frage. Ja, war klar, kann sowieso. Keine Flaschen nutzen als Wolf, aber egal, wir haben alle 4 Flaschen, Freunde, und wir haben jetzt hier, und wir können ein bisschen,
Die Geißellampe. Gut, wir kriegen natürlich jetzt hier im Tempel noch den Gegenstand. Dann noch einen. Ist mir klar, was ist denn hier? Hä? Also hier ist ja klar, sind immer diese Quest-Items oder halt die Tante und so weiter. Und so fort. Aber was soll denn hier sein? Toll, das klingt gerade mein Handy. Viertel 8 Uhr. Ja, Viertel nach 8 abends, dann schlecht. Das wird vermutlich meine Mutter sein. Wer sonst ruft mir um diese Zeit an? Die Geißellampe, ja. Was kann ich überlege echt. Ja, jetzt drehen wir gerade mein Handy völlig am Rad. Was könnte das echt für ein Item sein? Ich überlege. Ne, Bomben kriegen so ein Upgrade, stimmt. Und ja, vorhin natürlich sind noch 3 Tempel, aber der dritte hat nichts damit zu tun. Bin ein bisschen überfragt, aber wir sehen es dann, wenn es soweit ist. Ja, so. Warpen, zurück in die Schneeberge und ab in den nächsten Tempel. Jo, ich denke, wir können ruhig noch heute beginnen, also von dem her. Och ne, fucking ernst oder was? Natürlich. So ein Pech kann eigentlich nur ich haben. So. Okay, nochmal runter und ja, wie gesagt, später gäbe es hier noch. Ich kann mir überlegen, gab es ein Herz oder gab es. Ne, müssen nur 2 gewesen sein. Moment, da gibt's noch. Oh, gerade gesehen. Verdammt, kann ich den irgendwie. Das ist ein Goldinsekt! Ach nö, da ist ein Rubin. Entschuldigung, da hat er keine. Goldinsekt, wie soll es sonst hier kriegen? Ach ja, Schwert ziehen. Moment, ich hab den Wolf vergessen. Ja. Ich wollte noch. Oh Mensch, wie kann man eigentlich so doof sein, Michael? Mein Gedächtnis. Nee, das Telefon hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber für mich war es gerade ziemlich laut, obwohl es irgendwie am anderen Ende des Zimmers liegt, aber ist egal. So. Yeah, yeah. Bremsen ist cool, wa? Da fahren zwar irgendwie auch. Wow. Link, mach keine Scheiße hier. Link. Link. Okay, da gibt auch irgendwie einen 5 oder so. Hobbymäßig. Dann mal gucken, komme ich jetzt ein bisschen besser durch als beim letzten Mal? War die Abkürzung echt da oben durch? Sieht fast so aus, wa? Weiß noch gar nicht mehr, aber ist ja egal. Ja, doch, läuft schon besser. Ja, was treibt Link da wieder? Ist doch echt noch ein langer Weg, wa? Wenn man so überlegst. Das war elegant. Von oben oder was? Euer Ernst? Nö. Kann ich einfach abbrechen, weil ich will jetzt teleporten? Okay, so geht's natürlich auch. Zwar ein bisschen unskillig, aber ist ja scheißegal. Okay, wir gehen jetzt nach Kakariko, wie gesagt, denn ich will zum Wolf. Der Michael hat einen Wolf. Ja, ja. Natürlich. Immer die gleichen Sprüche. Bereits Paar 49.
Wobei ich glaube, wir werden mit dem Schnee, oder mit dem, doch mit dem Schneetempel, wenn du halt so willst, oder Eistempel von mir aus, werden wir relativ schnell durchkommen, weil soweit ich mich erinnere, war das jetzt nicht so groß. Aber dafür umso interessanter. Obwohl, wenn ich gerade richtig erinnere, Moment. Es gab doch dort... Ja, aber da müssen wir nicht zurück. Okay, ne, sorry, ich hatte gerade ein paar Gedankengänge. Von wegen, wo ich dachte, wir müssen nochmal zurück ins Dorf und so, aber nee, das ist kein Problem. Da ist was anderes. Ja, da wollte ich eigentlich erst unten einsetzen, aber okay. Ich frage mich gerade, wie würden die eigentlich reagieren? Ja, da ist eine. Und die nächste Ghost Soul. Geht gut voran. Und das ist der Wolf. Aber keine Fledermäuse mehr? Nö. Und wieder mal ein Kampf mit dem Wolf. Es freut mich, dich hier zu sehen. Es gibt noch wenige okkulte Künste, die ich dich lehren kann. Ich sagte dir bereits, dass eine dieser Künste dich selbst in Gefahr bringen, wenn du sie nicht korrekt ausführst. Willst du eine solche Technik trotzdem mal lernen? Ja. Also gut. Und sofort zeig mir, ob du das Blankziehen beherrschst. Los, greif mich an. Blankziehen, ja. Also da muss ich nicht angreifen, sondern... Na, kommt der? Kommt der? Soll ich oder was? Sehr gut, du hast ja meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die 6. okkulte Kunst, die Riesensprungattacke. Oh, doch, jetzt schon. Riesensprungattacke. Ist wenig effektiv, bereite ich aber eine Sprungattacke vor und lege all deine Kraft in ein Schwert. Durch einen größeren Sprung trifft das Schwert alle Gegner um dich herum. Wow. Das nennt man die Riesensprungattacke. Leg los, mein tapferer Jüngling. Okay. Krass. Der beherrscht das Jutsu der Doppelgänger? Ein beeindruckender Schlag. Vergiss nie, im rechten Augenblick loslassen, um die Kraft zu entfesseln, die du eben gespürt hast. Dann hast du die 6. okkulte Kunst, die Riesensprungattacke, erlernt. Yeah, es fehlt bloß noch eine okkulte Kunst. Und die ist ähnlich originell wie diese hier. Fühlst du schon mit deinem Mut und deiner Kraft? Nee, ich habe nur einen Triforce, sorry Kumpel. Dich Schritt für Schritt zu einem wahren Gegner führen. Deinem wahren Gegner? Ja, weiß doch Bescheid. Vertraue auf deine eigene Kraft und dann folge mutig und entschieden deinen Weg. Wir werden uns wiedersehen, wie immer. Natürlich. Tschüss. Zurück am Friedhof. Der ist ja ein sehr gutes... Naja, ihr wisst schon. So, den haben wir bereits. Die Geistseele ist auch down. Dann würde ich sagen, noch mal ganz kurz zurück. Okay, war zwar unnötige Verwandlung, aber egal. Ja, ich weiß, schon wieder runterfahren, Maike, was soll das denn? Aber das geht schon klar. Noch mal gucken wegen der Laterne jetzt. Ob das echt irgendwie speziell... Na, ich weiß ja nicht, gut, ich meine, ist ja nachts, vielleicht reagiert es irgendwie nicht oder so, keine Ahnung. So, jetzt läuft die auch? Nö, okay, wenn echt keine Nähe ist, läuft sie nicht. Schade, dachte schon, die können sie als Alternative zur normalen Laterne verwenden. Aber gut, gibt natürlich Sinn, warum, dass man eine normale Lampe noch hat, wa? Und trotzdem, Leute, fällt mir gar nicht mal so auf, weil die
naja, Geister, die kann man ja eigentlich nur nachts finden. Ne? Das so Nachtprinzip hatten wir auch schon früher in anderen Zelda-Teilen. Aber da können wir meistens Tag und Nacht ändern. Sei es Majora's Mask oder was eher. Nee, gegen. Majora's Mask natürlich auch nicht, weil sowieso unlogisch. Ocarina of Time natürlich, der Wind Waker ja auch. Ja, warum? Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, es gab so Spiele, da kann man Tag und Nacht ändern. Hier kann man es trotz allem immer noch nicht. Du hast die Frage, warum, weil es, ja, die Geistlampe hätte jetzt eigentlich, gut, wäre vielleicht ein bisschen Overuse gewesen. Die normale Geistlampe, oh, ich mach das mal Tag, ich mach mal Nacht. Aber so theoretisch, um die Geister zu fangen, naja. So, schon um einiges besser. Das läuft doch. Das läuft doch. So, wir kommen jetzt da ungeschoren darüber. Ja. Das ist natürlich immer kacke. Du machst den ganzen Weg eigentlich perfekt und am Schluss einfach vor allem 2 Herzen noch weg. Das ist natürlich der größte Hit. Ja, Freunde, ich glaube, wir haben noch geirrt. Von wegen, ja, wären das noch alles ein paar trocken. Der Part ist gleich vorbei. Das nur, weil ich hier so am Losen bin. Das ist so eine einfache Stelle da unten, aber das ist mal typisch Michael. Alles schwieriger, gar kein Problem. Wenn es einfach wird, fail at life. Na, fast. Hätte fast einen Fuffi gekriegt da oben. Abkürzung nehmen? Nö, sparen wir mal anders mal auf. Ducken wir uns ein wenig. Ducken statt gucken. So. Ist aber ganz gemütlich, wir müssen überhaupt nicht uns irgendwie beeilen oder so. Wir haben alle Zeit der Welt. Das ist keine Quest oder so, ein bisschen mühsam, dass wir direkt nicht hier runterporten können, aber okay. So. Da sind wir auch schon. Hier ist auch nichts. Kann man drin gucken? Weil, wie gesagt, soweit ich weiß, müsste da direkt zu Beginn eine Geisterseele sein. Jo, sie leuchtet. Die Frage, ist sie hier oder ist sie da drüben irgendwo? Aber hier irgendwo muss eine sein. Was ist eigentlich der Radius? Ist auf der Raum, war? Ja, auf der Raum. Krass. Da sind wir wieder. Wer bist du? Oh. Verzeih mir, ich fühle mich nicht gut. Kannst du etwas näher kommen? Klar. Hallo. Oh, was für ein süßer kleiner Gast. Mein Mann hat mir alles erzählt. Was? Der Yeti ist ein Mann? Du willst den Spiegel sehen, nicht wahr? Mein Mann hat ihn gefunden. Er ist so wunderschön. Aber seitdem dieser Spiegel im Haus ist, geschehen schlimme Dinge. Ich werde ständig krank und Dämonen suchen mich heim. Wundert mich gar nicht bei dem Spiegel. Das war wieder das Schlafzimmer im 3. Stock, wo wir ihn aufbewahren, verschlossen. Warte, Moment. Ich kann dir gleich sagen, wo der Schlüssel ist. Die Karte des Anwesens. Oh mein Gott, was so einfach. Es ist ziemlich originell gemacht hier. Das Vieh vernimmt meine Sinne. Ich kann mich nicht richtig mehr erinnern. Oh ja, und genau darauf läuft es hinaus, Leute. Und das ist mit der Markierung gelegt. Naja, da hinten. Wer es klappt, erzähle ich. Na, bitte bringen. Ich versuch's jetzt mit der Tür da drüben. Okay, ich glaube, da müsste sowieso ihr Mann sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Oh, da bist du ja! Na, wie geht's, Kleiner? Meine Frau sah gar nicht gut aus, oder? Wenn du ihr das Zeug zur Futterung gibst, wundert mich das gar nicht. Ich koche jetzt eine gute Suppe. Die Fische von der Höhle Zura sind die besten. Bist du auch davon, wenn du schon bist, dann macht ihr wieder frisch.
Jo, das hat sie noch geil gemacht hier. Gelbe Gelee haben wir. Fenta, gut, aber auch gelbe sowieso eigentlich nicht mehr, aber einfach irgendwie gelbes noch. Die kann nicht mehr. Was? Verarschen? Na, jetzt okay. Gut, Freunde, der Part ist vorbei. Wir bringen sowieso nichts mehr. Ich werde jetzt ganz kurz noch ein bisschen hier einfüllen von der Suppe. Und diese Suppe hier, die ist dünne Suppe. Ja, die heißt zu Recht so dünne Suppe. Sie riecht nach Fischbrühe. 2 Herzen wieder hergestellt. Ist nicht viel. Hat zwar uns gerade. Ja. Naja, geht zu Fischbrühe. Jo, aber wie gesagt, das heißt ja dünne Suppe. Und wenn schon ein Item so benannt wird, beziehungsweise so definiert wird, kann man sich schon denken, dass man das irgendwie vielleicht sogar noch verbessern kann. Alter, was für ein Hackebeil. Okay, ich mache den Typ nicht sauer, das ist unklug. Ich muss sagen, nochmal Dank fürs Zusehen, Freunde. Wir haben viel geschafft, werden noch sehr viel mehr schaffen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Link, hast du Angst vor ihm? Kann ich verstehen. Ich meine, so ein großer Typ mit so einer doch relativ zierlichen Frau und so einem Hackebeil. Hilfe!